Jetzt komm her, komm her. Lass mal Ärmchen. Warte. Ja, braucht ihr nicht so zu hören. Lass mich mal da. Also, pass auf. Wenn das nächste Mal, ne, für deine nächste Hochzeit, ich meine, ne, sie ist jetzt, ich sag's halt nur, für die nächste Hochzeit dann, ne. Guck, dass du ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmst und nicht hier so einen da als Meister des Weines bestellst. Das ist jetzt nur so ein Tipp von mir, aber nee. Ha, da guck einer an. Guten Tag, ihr Leid. Und ich dachte hier, ich muss da jetzt nicht hin... Was ist das für ein Geräusch? Hinschnell reisen? Nee, muss ich nicht. Ich kann auch hinlaufen. Das machen wir, oder? Hier. Ein bisschen... Ist ja keiner da, der mich beobachtet. Da kann man schon selbst rennen. Ich könnte natürlich auch veranlassen... Uiuiui, was sieht denn hier aus? Dass das Land hier geflutet wird und dann könnte ich einfach rüber spazieren, weißt du? Aber das macht man nicht. Lass mich mal kurz da reingucken. Jetzt habe ich wunders gedacht, was das da für eine feine Höhle ist. Weder fein noch eine Höhle. Einfach gar nichts. So. Wir rennen querfeldein, weil wir es können. Aber wollen wir das wirklich? Ich renne mal auf den Berg. Ich renne auf den Berg und dann gucken wir. Ich meine, ja, ist hier eine Walking Sim. Da kann man rennen. Ein Running Sim, auch in Ordnung. Aber vielleicht tut es nicht wirklich Not, überall hinzugehen. Warte. Hopp. Geht nicht. Hopp. Hier, hopp. Das ist schon... Ach, weißt du was? Komm, wir müssen ja eh testen, ob man sich dahin beamen kann. Machen wir das, oder? Kana. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit I am Jesus Christ. Und wir nehmen an einer Hochzeit teil. Ah, Magdalena ist ihr Maria. Ach nee, doch nicht, ist eine andere. Aber ich soll mit meiner Mutter reden. Die ist hier zu Besuch und die sagt, komm mal vorbei. Ich hab was für dich zu tun oder so. Okay. Lass hier natürlich erstmal ein bisschen schlendern, ja. So. Da. Kühe, Schafe, alles da. Ja, das ist schön. Auch das ist kein Trinkbrunnen, das ist eine Entstopfungsvorrichtung. Hallo. So, das ist hier ein kleiner Minimarktplatz. Ist natürlich alles leer. Die sind alle auf der Hochzeit. Da geht hier mal ordentlich was ab im Dorf, sag ich euch. Da ist natürlich die gesammelte Prominenz. Ist natürlich da auf der Hochzeit. Ist ganz klar. Aber perfekt, um sich mal in Ruhe umzugucken. Um mal zu gucken, wie der Klaus Dieter nebendran. Ob der hinterm Haus gefegt hat. Ja, ist in Ordnung. So, ja, genau, mein kleines Schäfchen. Ich meine, immerhin, ne, Wochenende rum, da hat man Zeit, da muss man ums Haus, bisschen fegen, bisschen Flur machen, weil was sollen sonst die Nachbarn denken? Das geht ja nicht. So, guck mal, hier ist auch so eine Art Musik. Ist es nicht schön? Yep. Nicht schön, aber meditativ. Okay. Ja, nun reden wir aber hier. Weinberge. Wein muss sein, sag ich da nur. So, komm, wir haben uns jetzt genug umgeguckt. Wir sind wirklich alle auf der Hochzeit. Das ist ja hier... Das ist ja fast wie bei mir auf dem Dorf. Da gibt's auch nichts. Außer wenn Cap ist, dann sind sie alle da. Außer ich. Weil ich da nicht hingehe, das sind dann Menschen. Da will ich gar nicht hin. Wer sitzt denn da und ist nicht auf der Hochzeit? Ah, dich kenne ich doch, mein Guterle, hä? Maybe I need to sit in the shade for a while. Du sitzt im Schatten. Sag mal, lass mich doch rein. Zu dir komme ich nachher. Sag deinem Bruder Bescheid. Ruf mich an. Ihr dürft mitmachen. Ihr seid rein. Ah, da ist er schon.
Hat er sich ein neues Kopftuch gekauft oder was? She walks alone more often now, since her father's debt was called in. Okay, das ist eine Frau. Nee, die will ich nicht bei meinen Jüngern haben. Soweit kommt's noch. Da wird's Magdalenische. Eifersüchtig. So, okay, da ist Hochzeit. Ja, ja, ich will mich jetzt aber nicht von vorne anschleichen. So, pass auf, so. Gemach. Nicht rumrennen. Wie sieht das denn aus? So. Guck mal hier, ist das nicht der Kaufmann? Kenne ich den nicht? Ja, gut, gut, mein Guter. Lass mal. The weather is perfect for a walk today. Ja, gut. How is your family doing these days? Jetzt sag mir, dass das Wetter gut ist in letzter Zeit. Und The du? sun rose early today. Perhaps the Lord hastens his How is your family Ja, ist ja doing gut. these So, days? Maria, hübschen Hut hast du auf, Mama. Siehst gut It's so aus. good to see you back. Jesus, wie gut, dass du I wieder can't da wait to bist. hear more Ich about möchte so your time gern with mehr John. über deine Zeit bei Johannes Now, hören. Aber jetzt fürchte I'm ich, afraid there's dass es ein a small kleines problem Problem at bei the der wedding. Hochzeit gibt. Ja, das wäre Mutter. Sprich weiter. Ich bin ganz Ohr. Hallo Mutter. Was They've ist already los? run out of wine. Der Wein ist schon And it's only ausgegangen. the first Und es ist day. erst der erste Tag. Vielleicht Perhaps you could help them könntest avoid du ihnen helfen, embarrassment in damit sie front of sich nicht everyone? vor allen blamieren? Soll ich jetzt Wasser zu Wein machen oder was? Wie stellst du dir das vor? Bin ich hier irgendwie ein Papagei, der sein Kunststück aufführt oder sowas? Da, guck, meine Zeit ist noch nicht Oh, gekommen. but it has, Doch, my mein son. Sohn, sie ist gekommen. After Nach everything allem, was you've du been durchlebt through, hast, ist jetzt der this is the richtige Moment, perfect ihnen zu moment to let zeigen, them wer du see bist. who you are. Ja, hopp. Ich guck mal, was ich machen kann. Ja, jetzt machen die da wieder, also, das ist jetzt alles ein bisschen nervig hier. Brauchst nicht weinen, zu dir komme ich gleich. Was ist denn da hinten los? Moment, ja, hallo. Siehst gut aus, Braut. Aber erstmal muss ich mich hier umgucken. Hast du nicht gerade da hinten gestanden und geweint? Ist das nicht? Sag mal. Haben sie dich beauftragt, mich zu verfolgen oder warum guckst du so grimmig? Was gibt's denn hier? Was du futtert? Hochzeit, freigeschaltet, im Kodex nachsehen. Komm, wir gucken mal nach. Hochzeit. Hochzeiten in Galiläa zur Zeit Jesu waren mehrtägige Feste, bei denen die ganze Gemeinschaft zusammenkam, um zu feiern. Ich sag doch, wie die Kerb. Die Zeremonien begannen mit einem feierlichen Umzug der Braut zum Haus des Bräutigams. Junge, dieses Dorf hat 4 Häuser. Wie... Also, ja, komm. Gefolgt von einem Hochzeitsmahl, das bis zu einer Woche dauern konnte. Und die haben zu wenig Wein gekauft, dass es schon am ersten Tag leer ist. Also, wenn das bis zu einer Woche gehen kann und du musst gucken, dass du Wein hast, der auf jeden Fall so um die eine Woche reicht. Und der reicht noch nicht mal einen Tag. Kannst du mir nicht kommen mit von wegen, ja hier, die haben zu viel gesoffen. Der Paul von... Der Gerspachers war dabei, der säuft ja wie ein Loch. Kannst du mir nicht erzählen. Wenn der noch nicht mal einen Tag hält. Ich sag dir, was los ist. Soll ich dir sagen? Pass auf. Das ist eine reiche Familie, aber geizig. Die haben gedacht, ja, wenn jeder nur einen Fingerhut voll Wein trinkt, dann reicht das dicke. Oh, reicht wohl doch nicht. Na sowas. Wer hätte denn das ahnen können? Weißt du, genau so war's, sag ich's euch. Egal. Wein spielte dabei eine zentrale Rolle. Er symbolisierte Freude und Segen und sein Fehlen könnte als große Schande gelten. Ja, große Schande. Dann würde ich mal sagen, Hallöchen. How is your family doing these days? Okay. Dann würde ich mal sagen, dann ist das eine große Schande, dass deine Familie so geizig ist. Und da kann selbst ich nichts dran machen. Gegen Geiz ist kein Kraut gewachsen. Aber vielleicht ein Kolben Mais. Echt jetzt? Also, weil die so geizig sind, soll ich mich jetzt drum kümmern. Guck mal hier, was machen die da? Dann geht's ab. Da geht ab, der Punk, sag ich euch. Hallo. Und? Wie geht's deiner Familie gerade? I heard there's a new rabbi teaching in the synagogue. Ernsthaft? Erzähl mir mehr. I heard there's a new rabbi teaching in the Ich habe synagogue. gesagt, erzähl mir mehr, nicht erzähl mir immer das Gleiche. Was ist denn das da? Das sind Laternen, damit die Besowskis nach Hause finden. Ja, okay, komm, dann... Guck mal hier, wie sie bedöppelt... Guck, genau das meine ich, guck. So, das hier sind normale, einfache Kleidung, Leute wie du und ich. Guck dir ihn an, ne? Mit feinstem goldenen Zwirn. Das ist wohl der Bräutigam. Aber kein Geld, um genug Wein zu kaufen. Und jetzt soll ich's wieder richten, oder was?
Hast du ein Glück, dass ich nicht mein Vater bin. Das kann ich dir sagen. Der hätte da aber ganz andere Seiten hätte der aufgezogen. Mann, hast du ein Glück, dass ich hier... Hello. I'm sorry, but we're out of wine. Hallo, es tut mir leid, aber der Wein ist aus. Die ersten Gäste haben zu viel getrunken. Ja klar, jetzt ist nichts mehr da. Das Brautpaar wird sehr enttäuscht sein. Moment. Haben sie dich engagiert und du bist nicht auf die Idee gekommen? Zahlen sie dir zu wenig Geld oder was? Bist du vielleicht hier der Geizkragen? Habe ich vielleicht meine Wut auf des falschen Schultern abgeladen? Bist du hier der Geizkragen? Haben sie den engagiert und der hat zu wenig gebracht? Dann würde ich dir in den Arsch treten. Echt jetzt? Kann ja wohl nicht sein. Ja. Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Aha. Ich kümmere mich darum. Will you take care of it? Du willst dich Did you drum bring kümmern? wine for everyone Hast to du the etwa party? für alle Gäste Wein? Alter, echt jetzt? Es ist deine verkackte Aufgabe. Deine Aufgabe gewesen, weißt du? Seine Aufgabe war's. Und jetzt drückt er mir drückt er einen Spruch. Ich will hier vielleicht ein bisschen Rouge oder Nähe punchen oder so, aber es wäre Wein. Oder eher jetzt so, jetzt willst du das machen, ne? Du Lusche. Ja, hab ich mitgebracht. Auf dem Abort ist er. Für dich extra. Echt jetzt, da geht mir die Hutschnur hoch. Füllt die Krüge mit Wasser und gebt mir einen Moment. Ich werde mich drum kümmern. Water? Wasser? Oh well. Nun gut. I have no Ich habe alternative ohnehin anyway. keine Wahl. Ich mache es. Ja klar hast du keine Wahl. Hast wahrscheinlich dein Geld schon verplempert für... Keine Ahnung. Echt jetzt. So, ich muss zu einem Ort der Meditation gehen. Ich gehe jetzt auf der Abort. Da hinter einen Baum. Ich gehe jetzt da hinter einen Baum und werde etwas meditieren. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Heißt das nicht Kana? Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Ich habe meine Jünger gar nicht gesehen. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben nicht Wein. Wein doch nicht. Jesus spricht zu ihr, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er sagt, das tut. Es waren aber allda 6 steinerne Wasserkrüge gesetzt, nach der Weise der jüdischen Reinigung, und ging in je einen 2 oder 3 Maß, was? Jesus spricht zu ihnen, zu den Krügen, füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Ja. Gut. Ah, okay, ich bin gerade meditieren. Szenenrätsel. Platziere interaktive Objekte an den richtigen Stellen, um die Szene zu vervollständigen. Drücke Viereck, um ein Objekt zu greifen. Halte L2, um die Wurfkraft zu erhöhen. What? Loslassen L2, um ein Objekt zu werfen. Okay. Ich werf mich mal da runter. Ich halte es nimmer aus. Ja, nee, ist okay. Also gut. Wunder der Verwandlung. Fülle die fehlenden Elemente aus. Ach so. Ah, I see. Lass mich mal gucken. Ah, da fehlt ein Apfel. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Jetzt habe ich vor lauter Gedönse... Naja, egal, da fehlt nicht viel. Ein Apfel. Oh. Es gibt hier mehrere Äpfel. Ich nehme den da, ja. Moment. Der hat so ein Häubchen. Der ist hübsch. Kann ich den auch wieder loslassen? Wohin muss ich ihn werfen? L2, um die Wurfkraft zu erhöhen. Opa. Hey, da fliegt der Apfel. Ich hab hier ein Problem. Soll ich sie in die Hand werfen? Hui. Oh. Der Apfel ist weg. Ah, da ist er wieder. Okay, ich probier's mal mit dem da. Hier, Eva, heb mal deine Hand auf. Ha! Kannst du mal gucken, hä? So, und jetzt dürfen wir auch Adam einen zweiten Arm spendieren, finde ich. So, was haben wir denn hier? Lass mal gucken. Da fehlt ein Dolch. Das ist der Fuzzi, Name vergessen, tut mir sehr leid. Der seine
der seine beiden Söhne, Kain und Abel, erstechen soll. Umbringen soll. Nee, warte mal, wie war das? Nee, warte mal, der soll nicht beide Söhne umbringen. Kain und Abel konnten sich nicht leiden. Kain war der immer so ein bisschen eifersüchtig war und Abel war der gut Feuerchen machen konnte. So. Und dann hat der Herrgott zu ihm gesagt, waren das die zwei? War das nicht Mose? Und haben zu ihm gesagt, hier, bring mal deinen Sohn um, weil ich bin der Capo und du musst machen, was ich sag. Und der wollte es dann auch wirklich machen. Zack. Siehste? Und dann hat aber dann Gott doch zu ihm gesagt, nee, lass mal gut sein. Haha, Späßchen gemacht. Witzle Grisse. Hat aber keiner gelacht. Ja, stimmt. War schon ziemlich fies von ihm. So, was haben wir hier? Zweites Buch Könige 22,8-10 freigeschaltet. Im Kodex nachsehen. Okay, jetzt bin ich hier. Buch der Könige, ist das mit dem Großen und dem Kleinen Goliath? Wie hieß der andere? Wodka und Goliath? Nee. David. Wieso Wodka? Alter, was geht mit mir? David und Goliath? War das Buch der Könige? Bin mir nicht ganz sicher, aber da hier eine Schleuder, ja, das ist keine Maske mit dem Einkauf drin. Das könnte eventuell eine Schleuder sein. Ja, oder auch nicht. Scheint nicht so zu sein. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Okay, das da ist David und Goliath. Bin ich mir relativ sicher. Ui. Okay, muss ich jetzt alles nochmal machen? Nee. Okay, gut. So, okay, David und Goliath haben wir gefunden. Das da ist... Nochmal, das Buch der Könige, ja? Da würde ich jetzt gerne... Achso, da ist kein Boden mehr. Das da ist Moses, der mit seinem Stäbchen das Meer teilt. Das hier, der da wahrscheinlich. Oh, guck mal hier. Da ist Nudelholz. Wo kommt denn Nudelholz her? Das sind die... Oh, das ist aber nicht richtig hier. Die 10 Gebote, 1-5 und 9, 6-10, das ist aber falsch. Soweit ich weiß, war es 1-7 und 8-3 oder so irgendwie. Naja, ist ja jetzt auch nicht weiter schlimm. Und natürlich noch das 11. Gebot. Du sollst Spaß am Sex haben. Das hat er unterwegs verloren. Aber was könnte der in der Hand haben? Also er hat es auf jeden Fall nicht fest. Da hilft nur das gute alte Raten. Also wenn es ein König ist, könnte ich mir einen Apfel vorstellen. Einfach... Auch nicht. Okay. Ein Apfel. Ja, weil der so königlich aussah. Ein Granatapfel ist doch ein Zeichen des Königs oder so. So vielleicht ein Buch von der Haltung her? Will er auch nicht. So, sorry. Nudelholz? Magst du ein Nudelholz haben? Das ist eine Schriftrolle, ich weiß. Aber was genau hat er jetzt gemacht? Warte, ich guck nach. Zweites Buch Könige. Wo war? Oh, warte. Uiuiui. Ah, da ist es ja. Nicht Samuel, Könige. Und der Hohepriester Hilkia sprach zu dem Schreiber Safan: Ich habe das Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Safan, dass er es läse. So. Und Safan, der Schreiber, kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause gefunden ist, und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn. Auch sagte Safan, der Schreiber, dem König und sprach: Bla bla. Dann der sprach nicht bla bla. Okay, also jetzt mal ganz im Ernst, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. So, hier haben wir ja schon beschlossen, das ist David und Goliath. Da machen wir eine Schleuder. Weh tut's leider. Er zielte, schoss und traf exakt. Hoppala, den Goliath hat's umgebracht. Das war die falsche Hand, glaube ich. Kann das sein? Ich muss auf die goldene. Dahin. Kaboom! Siehste? Und die Moral von der Geschichte gibt es nicht. Ach, guck mal, siehst du das? Das sind deutlich mehr Sachen als Items hier sind. Damit so Leute wie ich, neue Belohnung, Erfolg freigeschaltet. Öffne das Nachfolgeportal. Was habe ich denn freigeschaltet hier? Eine Oase der Wunder. Vervollständige Einträge im Kodex vielleicht? Schließe Hauptquest ab. Was? Ich bin schon bei 4 von 6. Ernsthaft jetzt? Halte Gottesdienst im Tempeln ab. Schließe Aktivität an einem Ort ab. Ich habe keine Ahnung. Wie komme ich denn hier raus?
Oh, das ging schnell. Ah ja, haben wir ja schon geklärt. Das ist Moses, der mit seinem Stäbchen da in den Stein reinhaut und dann hat er einen Wasserstein. Nein, der spaltet damit das Meer. Aber vorher haut er sein Stäbchen in der Wüste in den Fels und dann kommt Wasser raus. Und somit hat er einen Wasserstein erfunden. Weiß jeder. So, und das hier, der hat 2 güldene Arme. Da würde ich mal ganz frech behaupten, der gute Mann hat hier die 2 nicht ganz biblisch korrekten Steindinger in der Hand. Es geht weiter? Nee. Okay, Verwandlung freigeschaltet. Transformationswunder wählen mit R1. Verwandle Wasser in Wein. Neue Belohnung. Okay, was habe ich jetzt gekriegt? Rätsel in der Oase. Vervollständige Einträge. Ich glaube, das war diese vervollständige Einträge, oder? Was bringt mir das hier jetzt eigentlich? Und hier? Habe ich auch irgendwie meine schönen Apostel da. Ist jetzt auch nicht so mega. Naja. Geschafft ist geschafft, dann gehen wir weiter. Also bis auf den Fuzzi da mit der Schriftrolle da, ging das doch eigentlich recht gut. Kann man gar nicht meckern. So, also. So, ich habe meditiert hinterm Baum. Jetzt geht's mir besser. Okay, also ich soll Wasser in Wein verwandeln. Soll ich das hier tun? Verwandlung, ja. Ich habe gedacht, da kann ich mich jetzt schön, keine Ahnung, in einen Drachen verwandeln oder so. Aber nö. So, was muss ich hier machen? Verwandle Wasser in Wein mit L2. Da ist ein Tropf drin. Hallo? Auf Ziel zeigen und L2 zum Verwandeln drücken. Ich weiß, was ihr denkt. Ich weiß genau, was ihr denkt, was ich hier mache. Aber auf dieses Niveau lasse ich mich nicht runter. So, das war nicht ich, das war ich. Keine Ahnung, wo das herkam. Das Wunder zu Kanaa. Gewirkt. Besser als gewürgt. So, guck mal hier. Rouge Ordinaire, wie versprochen. So, geht hin und trinket. Aber bedenke, hat dein Feind Hunger, so füttere ihn mit Brot. Hat ein Geiziger Durst, so ertränke ihn im Wein. What do you intend to do with that water? Junge, ich hab gar nichts vor. Probier mal. Versuch, mach klug, sag ich da nur. Geh hin. Geh, ja, komm. Geh hin, probier. Probier. Häng die Rieben hin. Achso. Und was meinst du? Bist du baff, hä? Das ist nicht schlecht, gell? Kann mal los, oder? This is wine. How did you do this? Wie gesagt, ich habe mich drum gekümmert. Dieser Wein ist besser als der, den wir vorher hatten. Was hattest du für eine Plörre? Ich hab doch gesagt, das ist einfach nur Rouge Ordinaire, weißt du? Und der sagt, der ist sogar noch besser. Alter Schwede. Ja, ruf den Bräutigam hier. Ja, ich? Achso, da kommt er schon. Ja, guten Tag. Also zuallererst mal, hör mal zu, ne? Also jetzt komm her. Lass mal Ärmchen. Warte. Ja, braucht ihr nicht so zu hören. Lass mich mal da. Also, pass auf. Wenn das nächste Mal, ne, für deine nächste Hochzeit, ich meine, ne, sie ist jetzt, ich sag's halt nur, für die nächste Hochzeit dann, ne. Guck, dass du ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmst und nicht hier so einen da als Meister des Weines bestellst. Das ist jetzt nur so ein Tipp von mir, aber nee. Das, ne? Geht's deinem Vater, sagt Vater, bisschen mehr Kohle kann er schon springen lassen. Ich weiß, das macht er nicht gern so, aber wer günstig kauft, kauft zweimal. Und in dem Fall heißt es nicht, dass du zweimal so viel Wein kriegst, sondern dass du 2 Weinmacher brauchst. Ich bin der Zweite. Und jetzt, wenn nachher meine Mutter nicht guckt, ne? Ich mach so die Hände hinter den Rücken, ne? Kannst mal ruhig ein paar Goldtaler reinmachen. Nur so. Mein ja nur, ne? Ah, hallo, es ist mir ein wenig peinlich, aber ich habe erfahren, dass uns der Wein ausgegangen ist. Ja, was du nicht alles erfährst, Breitbacke. Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Jesus hat uns Wein verschafft. Komm, probieren wir ihn. Das ist der beste Wein, den ich je getrunken habe. Ja, jetzt
Klar Well, macht I'll er be jetzt the judge Werbung, of so that. weißt du. Let's go Na, try das it. werde ich selbst beurteilen. Lass es uns probieren. Junge, jetzt mach hier nicht den großen Sommelier oder sowas. Aha. Und? Geht? This wine is amazing. Das ist großartig. Danke, Jesus. Du hast den Tag noch schöner gemacht. Ja, da freue ich mich doch aber, dass ich deinem Geiz ein bisschen was helfen konnte. Freut mich. Freut mich. So. Okay. Jetzt mal ohne Scheiß. Wenn gleich keiner guckt, nehme ich ihn einfach mit. Kann man bestimmt gebrauchen. Gehe ich mit meinen Jüngern mal einen drauf machen. So. Die Dame. Der Geizsack. You can tell who has Roman favor. They speak louder. Okay. So, Yes, Marielle. my son. Also, ich habe das Yes. Weinproblem gelöst. I'm glad Ja, you chose ich bin to froh, do it. dass du es getan hast. I know Ich what weiß, this was das really wirklich für dich For bedeutet. you. Lass uns Let's diesen Moment enjoy mit this ihm moment teilen, with them while we solange wir still noch can. können. Warum? Hast du Angst, dass ich an Altersschwäche sterbe? Dauert noch ein bisschen. Na, ich muss gehen und jetzt, ich muss jene treffen, die mir folgen werden. Ich habe nämlich meine Jünger verloren. Ich hatte immerhin 2 Stück. Der Arabicus und der Gummicus und die sind irgendwie verloren gegangen. Ich muss mal gucken, wo die bleiben. Nein, Mutter, meine Zeit ist gekommen, das Werk meines Vaters zu beginnen. Ich muss gehen und jene treffen, die mir folgen werden. Ja, genau. Will Okay? you be safe, my son? Bist du wohlbehalten sein, mein Sohn? Mach dir keine Sorgen, Mutter. Ich bin niemals allein. Es ist Zeit, meine Jünger zu sammeln. Ja. Okay, Mutterle, komm. Geh weg, du. Lass dich noch mal umarmen. Okay, komm, ich drück Yes, dich. my son. Drück dich. Alle. So, Friede sei mit dir, mein Mutterle. So. In Tiberias angekommen. Beginne die Reise. Hui, jetzt muss ich schon wieder gehen. Such authority, yet he learned among the poor. Ja, gell? Guckst du, was ich alles kann. So. Also, dann laufen wir da mal weiter. Hey, Moment, dich kenne ich doch. Are you up for an intellectual Bist du bereit für eine challenge? geistige Perhaps one Herausforderung? caused by Vielleicht für eine, wie sie ein Pharisäer stellen würde? Du fieser Pharisäer, du. Okay. Welchen Turm versuchten die Menschen zu bauen, um den Himmel zu erreichen, woraufhin Gott ihre Sprache verwirrte? Das weiß jeder. Gib mir mal der Turm von Zionet. Zion war, glaube ich, die erste große Stadt oder so. War da nicht David sogar König oder so, die auf dem Berg da? Der Turm von Siloa? Nee, das war ein Silo. Der Turm zu Babel, weiß jeder. Und deshalb heißt er ja auch der Turm zu Babel. Ne? Weil danach der Gott so verzaubert hat, dass jeder anders da babbelt. Ist doch ganz klar. So, Turm zu Babel. Guck mich nicht so blöd an. Sorry, aber echt jetzt. Okay. Hat er jetzt wunders gedacht oder so, dass er mit dieser Erstklässlerfrage, dass er mich da irgendwie kriegt oder so? Kann er mal gleich vergessen hier. Also echt jetzt. So. Ey, echt jetzt. Ich habe gerade Wasser zu Wein gemacht, ne? Und noch nicht mal die Alkoholiker vom Dorf kommen auf die Idee, mir zu folgen. Echt jetzt. Wenn ich einen treffen würde, weißt du, der, was weiß ich, Kekse zu Rammriegel machen könnte, dem würde ich aber sowas von folgen. Das kannst du aber glauben, hey. Alter, dann laufe ich halt alleine. Ich gebe euch nichts ab. Ich gebe euch nichts ab. Ich habe schon mal besseren Wein gemacht. Und nicht für euch. So. Tschüss.